So, die Damen und die Herren, einen schönen guten Morgen, auf allem am Namen von Eisal, am Namen von der ganzen Regierung, eine glückliche Natur, eine gute Gesundheit, eine gute Laune, eine gute Zusammenarbeit an den Relationen, die die Regierung mit der Presse hat, die wichtig sind, an die Rolle von der Presse, auch besonders an diesen komplizierten Zeiten, für auch die Sujets der Bevölkerung mitzudelen und dafür freuen wir uns auf die Zusammenarbeit doch am neuen Jahr, was wir ohne Podisch angefangen haben. Ein Jahr, was turbulent und traurig angefangen hat, traurig mit der Katastrophe in der Schweiz, die hat können noch auf anderen Plätzen geschehen, und die ist natürlich alle Guten bedrückt, weil ihn sich gut vorstellen kann, dass er selber oder sein Kanner an so einer Situation wären. Es mischt alles ein bisschen, setzt alles ein bisschen in Perspektive. Turbulent doch mit dem, was an Venezuela geschieht, also an die Konsequenzen direkt oder indirekt für als ganze Gesellschaft, auch wenn das geografisch weit weg ist von Lützeburg, dann wird das selbstverständlich Impakte, gerade so wie auch die Situation an der Ukraine, die weiter kompliziert bleibt. Und dafür werde ich auch direkt nur dieser Pressekonferenz auf Paris gehen, für do und dem Sommet von der Koalition von der Willigen teilzunehmen, wo wir alle zusammen, als Europäer zusammen auch mit den Kanadiern und Amerikanern versichern, einen dauerhaften Frieden an der Ukraine zu schaffen. Auch das hat einen Impact auf Lützeburg, einen Impact auf Europa, wenn wir brauchen ein starkes Europa. Und das ist wichtig auch für das Land, dass wir souverän können sein, dass wir selber können noch unsere Werte und unsere Prinzipien Zukunft gestalten. Der den an der anderen kann ich nicht losgelöst von den einen gesehen. An dem Kontext, als die Regierung für 2 Jahre angetreten, an dem sie gesagt hat, wir wollen ein Land, wo wir Lützeburg auf Zukunft präparieren, für Zukunft stärken. Und dafür brauchen wir eine starke Ökonomie, gute Arbeitsplätze, dafür müssen Rahmenbedingungen stimmen. Wir können daraus aufledend eine starke Sozial- und Familienpolitik können, zu machen. Und gerade die Sozial- und Familienpolitik, die steht morgen am Mittelpunkt von dieser Pressekonferenz am Anfang von diesem neuen Jahr. Nur eine Reihe von Strukturreformen, die wir auch letztes Jahr gemacht haben, sind wir umgegangen zu gucken, für weiter als Großziele von dieser Regierung umzusetzen. Und dafür präsentieren wir hier dadurch zusammen mit Politik als nie etwas ein Kapitel losgelöst von dem anderen, mit dieser ganz. Aber worum es geht an dieser Politik, mir erstens geht es darum, dass man die Kaufkraft von den Leuten stärken. Wir haben das schon am Anfang von dieser Legislaturperiode gemacht. Wir machen das mit einer strukturellen Steuerreform. Wir hätten gern, dass Leute mehr Netto vom Brutto haben, dass hier Nettoeinkommen, die suchen diese haben, für zu leben, dass sie der mehr haben und dass es ihnen an ihrer Familie besser geht. Wir wollen auch, dass wir eine starke Sozialgerechtigkeit und Sozialkohäsion hier im Land. Und das ist enorm wichtig, dass der Unterschied zwischen den einzelnen Leuten nicht so groß ist. Und dafür holen wir hier Elemente mit an den Maßnahmen, die wir proposieren, die wir präsentieren, morgen für die Sozialkohäsion zu Lützeburg zu stärken. Darin ist natürlich der Kampf gegen die Armut, den wir von Anfang an dieser Legislaturperiode gesucht haben, auch ein ganz wichtiger Teil. Notamment das Risiko, dass Kinder an die Armut fallen, und dafür auch eine starke Unterstützung für die Kinder, die diese Regierung als wichtig empfindet und die durch morgen noch an den Propositionen dran ist. Ein drittes Element ist, dass man der Diversität von den Familienkompositionen rechnen. Lützeburg hat, wie die anderen Länder in Europa, die letzten 20, 30 Jahre viel evaluiert. Und dafür wollen wir eine Sozialgerechtigkeit machen, dass ihn unabhängig von seiner Familienkomposition selbst behandelt wird, aber besser behandelt wird wie in der Vergangenheit. Da kommen wir zurück dann auf die Kaufkraft von den Leuten. Mehr Kaufkraft, ein starker Kampf gegen das Risiko von der Armut, eine Sozialkohäsion, eine kinderfreundliche Politik, das sind die gemeinsamen Ziele
die an den Propositionen sind, die ich mit den Kollegen aus der Regierung de Moyenhai vorstelle. Wir haben also einerseits eine ambitiöse Steuerreform, die versicht, denen einzelnen Familiensituationen gerecht zu gehen, die der Finanzminister wird exposieren, eine einheitliche Steuerklasse von der Gott schon lange geschwärzt, das CSVDP-Regierung, die setzt Wir haben eine Reform vom Checkservice Accueil für die Älteren finanziell zu entlasten, besonders die mit niedrigem Einkommens. Wir machen eine konsequente Erhöhung vom Kannergeld, auch da, für sicherzustellen, dass es all Kant an unserem Land so gut wie möglich nimmen geht. Das ist für uns eine moderne, stark familienfreundliche Sozialpolitik. Dafür meine ich, dass wir können noch viele Arbeit, die von den einzelnen Kollegen an ihren Beamten an den letzten Monaten gemacht haben, als ein Pack präsentieren, die wirklich eine strukturelle Reform ist, für die Zukunft in unserem Land zu stärken. Das ist eine Politik, die ganz klar das Wohl von allen Familien erkannt an diesem Land zu verbessern, als Steuerpolitik der Situation von der Gesellschaft anzupassen. Das ist also eine Politik, die die Leute alle Guten entlastet, die flexibel die Familiensituation in Rechnung dreht, an die zibliert, denen man Männerabkommens in der Term greift. Das ist eine Politik von Madeneen, eine Politik für alle Familien, eine Politik für alle Kant. Und ich hoffe, dass an den nächsten Monaten auch an der Gesellschaft, und natürlich an der Chambre, wo die Texte müssen durchgehen, gestimmt gehen, dass eine breite Unterstützung findet. Und dafür haben wir ja am Vorfeld die Ministerin auch viele Konsultationen gefeiert für viele von den Soucien aus der Gesellschaft an diesem Kontext Rechnung zu drohen. Und ich meine, das wäre ganz flotten Exerzice. Ich ging dann los, mein Regierungskollege Birden, als am Detail das mit Leben zu füllen, wo ich den Kader am Namen von der Regierung gesagt habe. Und ich will proposieren, dass der Finanzminister Gilles Roth gegen aufhängt. Merci. Wenn das Mikro geht. Merci, Herr Premierminister. Und ich auch merci für das Kommen. Meiner Seite doch scheint dann für allem ein gesund neues Jahr. Der Premier hat es für Drogen gesagt, der große Kader, Madeneen, für alle Familien und für alle Kant. Das ist die Grundausrichtung von den Reformen, die wir heute vorstellen, an Puzzlestück von das ist die Steuerreform. Eine einheitliche Steuerklasse für die Leute, alle Guten, hier zu Lützeburg, für die erste Kehr. Das ist also eine Gesellschaftsreform. Zugleich ist es auch die familienfreundlichste Steuerreform, die es an unserem Land jemals gab. Das an den größtmöglichen Konsens, und ich will das wirklich unterstreichen, mit allen Parteien, Fraktionen aus der Chambre und auch den Sozialpartnern. Und ich will Ihnen dafür auch von dieser Platz alle Guten schon einen großen Merci sagen für die offenen Diskussionen, die wir hatten und die auch zielführend wären, für dass wir dieses Gesetzesprojekt am Namen von der Regierung können heute an der Chambre deposieren. Nun, wer das dabei rauskommt, wer das Zielsetzung. Ein modernes Steuerkonzept, das Steuern und Lebenswirklichkeit von Haut aufpasst. Mit einer soliden Entlastung für die allermeisten Leute, ich will das unterstreichen, wird dabei verlieren. All das vom Steuerjahr 2021 an. Eine einheitliche Steuerklasse für jeden Verein, für alle Familien, alle Mam und alle Pap. Weil auch die alleinerziehenden Mammen und Pappen, das sind auch eine Familie. In Zukunft eine Steuerklasse unabhängig von dem Familienstand. Heute, wie ihr wisst, haben wir 3 Steuerklassen. Für die bestörten oder die gepackten Leute, die sogenannte Steuerklasse 2, das sind ungefähr 240.000 Dossiers. Für die Junggesellen oder Zinglen, für das mir neutral zu sagen, Steuerklasse 1, das sind ungefähr 325.000 Dossiers. Und für die alleinerziehenden Pensionären über 65 Jahre oder die Leute, die an der Steuerklasse 1a sind, das sind ungefähr 120.000 Dossiers. Zusammen sind das 685.000 Dossiers. Also dafür wird schwätzte von Dossiers, immer weil wir zu Lützeburg besteuern, nicht nur die Leute, die hier wohnen, erschaffen, unabhängig von ihrer Nationalität, aber auch zum Beispiel Grenzgänger dürfen die große Unzahl
von Dossier. Steht für den Einzelnen, der soll an Zukunft de Familienmodell können raussichen, den ihm am besten bei seiner Lebenssituation passt, an der Staat. Politik, die soll sich auch nicht steuerlich ammischen, und dafür müssen Steuern bei all Familienmodell neutral geguckt gehen. Die neue Steuerklasse, das bedeutet mehr Stabilität und mehr steuerliche Planungssicherheit am Leben. Die steuerliche Situation von den Leuten wird nicht beeinflusst, wenn die Familiensituation von einem Tag auf den anderen ändert. Zum Beispiel, wenn der Partner stirbt. Zum Beispiel, wenn er bestört wird. Wenn Kinder aus dem Staat gehen oder wenn er geschädigt, sich trennt und so weiter. An der einheitlichen Steuerklasse muss er nicht mehr automatisch für seinen Partner abkommen. Es ist nicht verboten, aber es ist aber kein Automatismus mehr. Es ist also mehr eigene Verantwortung, mehr Selbstbestimmung. Es ist auch mehr Vereinfachung. Die einheitliche Steuerklasse bedeutet auch mehr einfach, mehr transparent Besteuerung. Durch Schuss nach E-Barem, eng Steuertabelle, mit dem Namen U, mit wesentlich Männer Tranchen. Die zweite Steuerkarte an einem Staat, die fällt ganz einfach weg. Und das feiert zum Anfang an zu einer mit transparenter Steuerlast für alle Einzelnen. Die neue Steuerklasse bedeutet mehr Entlastung für die Leute. Nur der Reform wird kein mehr Steuern bezahlen. Für die meisten Leute bedeutet die Reform vielmehr eine weiter solide Entlastung. Es bezahlt dem am neuen Barem Steuern von 26.650 € und aktuell liegen wir an der Steuerklasse 1 bei 13.230 €. Was ist das dann konkret? Dafür ein paar Beispiele. Weiter Beispiele fand ihr an ihrem Pressedossier und die Leute fanden die auch auf dem Internetseite von der Regierung am Kommentar des Artikels vom Projet de Loi, die wir, wie gesagt, heute bei der Chambre deposieren. Bei einer Abkommensabteilung von 60-40 an engem Staat. Eltern mit Kind an einem versteuerbaren Abkommens von 50.000 € an der Steuerklasse 2 haut, bezahlen mit der neuen Steuerklasse 2.181 oder 85% Männer Steuern wie haut. Bei einem versteuerbaren Abkommens von 75.000 € bezielt das Koppel 3.789 € oder 49% Männer Steuern wie haut. Bei einem versteuerbaren Abkommens von 125.000 € bezielt Koppel 5.037 € respektive 19% Männer Steuern wie haut. Ein Pensionärskoppel mit einem versteuerbaren Abkommens von 100.000 € an der Steuerklasse 2 haut bezielt mit der neuen Steuerklasse 4.160 oder 26% Männer Steuern wie haut. Der Längerzieher. Die haben wir über die letzten 2 Jahre schon solid entlastet. Mit der einheitlichen Steuerklasse wird in einer Längerzieher mit einem versteuerbaren Abkommens von 50.000 €, aber bei vollem Steuerkredit für Alleinerziehende nach einmal 567 € respektive 31% Männer Steuern bezahlen wie haut. Am 2023 gouf diesen Alleinerziehenden, das werden ausdrücklichen Willen, notamment wie der Premierminister hat für Druck gesagt, wie gegen Dermut umzugehen, am Total dummer der 4.707 € pro Jahr Männer Steuern bezahlen, wie nach 2 Jahren. Oder das ist auch ein Maßnahme gegen Kannerarbeit. Das hinge. Mit einem versteuerbaren Abkommen von 50.000 € an der Steuerklasse 1, die wird 2021 mit der neuen Steuerklasse 2.600 € mehr netto hun, das entspricht 33% Männer Steuern, auch etwas, was für allem die Jungkleid, Berufsaufhänger betrifft. Wenn ihr tritt dann lo die Reform erkräft, auch für allem für wen. Das Reform gilt für jeden Verein, dem nur am 1. Januar 2021 neu an das System kommt. Zum Beispiel aufhängt mit Schaffen. Das Reform gilt auch für jeden Verein, den den 1. Januar 2021 an der Steuerklassen 1 oder 1a ist, wechselt automatisch an die neue Steuerklasse U. Die Leute,
die 4 dem 1. Januar 2021 an der Steuerklasse 2 sind, die haben den Choix. Sie bleiben entweder an der Steuerklasse 2, dat bis zu 25 Jahre Übergangszeit, sind also 25 Jahre lang zu dezidieren, ob sie an der Steuerklasse 2 wie heute bleiben oder wechseln, oder sie wechseln, wie gesagt, an die neue Steuerklasse. Wie wird also den Übergangsregime von den 25 Jahren für die Leute, die heute an der Steuerklasse 2 sind? Nicht jeder hat direkt Interesse an die neue Steuerklasse zu wechseln. Das gilt besonders für Städte an der Steuerklasse 2 mit just engem Abkommens oder mit einer großer Differenz zwischen dem ersten und dem zweiten Abkommens. An der Steuerklasse 2 haben wir aktuell rund, wie ich das vorhin gesagt habe, 240.000 Dossiers. Von den 240.000 Dossiers sind rund 100.000 Dossiers, wo steht mit just engem Hauptabkommens. Oder aber steht mit einer großen Differenz zwischen dem ersten und dem zweiten Abkommens. Von diesen 100.000 Dossiers sind rund 50.000 Dossiers für sogenannte Ménage Résident, das heißt, die zu Lützelburg wohnen, arbeiten und auch dafür hier Steuern bezahlen. Aber von den 50.000, da sind da 20.000 Dossiers, das sind Resident Pensionär, die Leute, die also an der Pension sind oder in Rente kriegen. Das Leid, also mit just engem Abkommens oder steht mit einer großen Differenz zwischen dem ersten und dem zweiten Abkommens, profitieren haut am meisten von einer gemeinsamen Besteuerung. Sie geben also Männer gut wegkommen, wenn sie direkt an die ähnliche Steuerklasse gesetzt gehen. Dafür, und das unterstreichen wir, behalten das Leute all de Choix während einer Übergangszeit von 25 Jahren an der aktuellen Steuerklasse 2 zu bleiben. Das ist praktisch eine ganze Generation. Und das gilt für all bestörten oder gepackte Koppeln, ob Resident oder Grenzgänger. Das ist eine Frage vom Vertrauen von den Leuten an den Staat, vom Rechtsprinzip, von der sogenannten Confiance légitime. Sie bleiben also weiter nach dem alten Regime besteuert, sie werden also nicht verlieren oder ernstes gesagt, den Avantage, den sie heute tun, den werden sie weiter so lange behalten. Sie haben während 25 Jahren zu allem Moment der Choix an die ähnliche Steuerklasse rüber zu wissen. Das kann zum Beispiel sein, im Fall von einer Koppel, wo von den Partner den 1. Januar nicht schafft, für die Kinder zu erziehen. Von dem Moment an, wo diese Partner schaffen geht oder mehr schaffen geht, also ziemlich wahrscheinlich, dass die zwei Partner an der neuen Steuerklasse Männer Steuern bezahlen. Die Steuerverwaltung, und das will ich unterstreichen, direkt aus Matzinger Leid auch alle guten Hai, steht den Leid bei ihrem Choix mit einer persönlichen Steuersimulation zur Seite, online oder sogar am direkten Gespräch. So ein Choix, wie an die neue Steuerklasse dann aber zu wechseln, ja, den ist dann definitiv, den ist dann irrevokabel, das heißt, das ist noch nicht möglich, dann an Steuerklasse 2 zu wechseln. Wegen einer Anpassungen sind vorgesehen für die Leute an der neuen Steuerklasse. Aber wie der Premier für die gesagt hat, Maßnahmen für die Kinder. Auch die Kinder sind bei dieser Steuerreform am Mittelpunkt. Dafür ist den Abattement Petite Enfance vorgesehen. Wir wollen Familien mit Kindern gleich behandeln und auch stärken. Dafür eine weitere Entlastung, wenn Kinder ganz klein sind. Diesen Abattement kriegen die Eltern, die nach der Reform an der neuen ähnlichen Steuerklasse besteuert gehen. An diesen Abattement, den hat eine Höchst von 5.400 € pro Jahr oder 450 € den Monat, spielt so lange für die Kinder, bis sie auf den 1. Januar Männer wie 3 Jahre haben. Das ist also da limitiert. Wenn die Eltern zu 2 für die Kinder zustreuen, ja, da geht ein Abattement zu 50% zwischen den einzelnen Elternteilen abgedeelt. Also 2.700 € pro Elternteil. Am Fall, das ist auch wichtig zu unterstreichen, wenn ein sogenannter Parent monoparental, also ein Elternteil, kriegt die Person den ganzen Montant von 5.400 €. Vor dem ist für weiter bis zu 3 Jahre. Mit das ist den Zeitpunkt, an den Herr Hahn, an den Herr Meisch könnt ihr nur darüber zurück, ab dem all kann Recht auf die Education précoce, also die Freierziehung wird. Es sind noch 2 weitere Maßnahmen, die vorgesehen für Städte mit Kindern. Auch das soll ich unterstreichen. So wird der Steuerkredit für Monoparentalen, also Alleinerzieher,
nach enkeier rund 500 Euro opgo vun 3.504 Euro op 4.008 Euro den Hummer am Steuerjahr 2025, also das schon 1.000 Euro an Blut gesät. An den Abattement fir Kanner, die net am Stot sinn, gëtt och nach Mol erreicht, an dat vun 5.424 op 5.921 Euro. Dat ass also den älteren Deel, den an der Regel eng Pension alimentär fir d Kanner bezielt, die bei dem anderen älteren Deel ënnerbrucht sinn. An noch Heimater, wie der gesit, wëll mat Familie weiter entlächt. Mi hunn is gefrot, wie man die Leute können unterstützen, die mehr Zeit für Familien wollen hun. Und dadurch die Erbeszeit verkehrt sind, für zum Beispiel mehr für Kanner dort zu sein, gerade an den ersten Jahren vom Leben von den Kanner. Oder für sich eine ältere Person, die Eltern oder die Großeltern zu bekommen. Wir planen hier auch am Kader von der sogenannten Dépense spéciale die Sonderausgaben und den Lebenskader als mehr no anzupassen. Eng Dépense spécial, die haut schon steuerlich aufsetzbar ist. Wenn eine Person nicht mehr oder Männer an die obligatorische Pensionsregime kotisiert, hat sie die Möglichkeit, sich freiwillig für die Pensionsversicherung beim Centre commun de la Sécurité sociale anzumelden. Das freiwillige Versicherung, die hat als Ziel, Pensionsversicherungskarriere zu erhalten. Haut sind das steuerliche Kotisationen auch schon steuerlich aufsetzbar. Auch für bestimmte Koppeln. Mehr an Zukunft wird das am Fall von einer Einzelbesteuerung, einer streichen Einzelbesteuerung, nicht mehr für die sind, die sie für sich selber abzielt. Und das wollen wir ändern. Dafür sollen von 2021 und Kotisationen, die eine Person für seinen Partner an eine Assurance Pension volontär kotisiert, steuerlich aufsetzbar sind. Gleichzeitig ist das auch eng Maßnahme gegen die Altersarmut an die Gesit Armutsbekämpfungen als überall wichtig. Das geht danach angefordert unabhängig oder von der einheitlichen Steuerklasse. Im Telegrammstil, wir haben verschiedene Plafongen haut für die Aufsetzbarkeit von Ausgaben. Und die wollen wir aufpassen. Und das steht auch am Koalitionsakkord. Zum Beispiel der Plafond für die Versicherungen, Mutualitäten und Zinsen auf Verbraucherkredite, die geht von 672 Euro auf 900 Euro pro Person an einem Staat rup. Der Plafond für die Kotisationen an E-Bauspurvertrag, die geht auch von 672 auf 900 Euro rup. Und für Leute bis 41 Jahre gehen wir von 1344 auf 1500 Euro an die Luft. Der forfaitären Abattement für Haushaltspersonal, Hülf, Pflegekosten oder Kannerbetreiung geht von 5.400 auf 6.000 Euro ab. Das ist also das, was die steuerlich geltend kann machen, wenn eine Person am Staat hat, die für die Botzen responsabel ist. Tranchen von der Revenu au Niveau von der sogenannten Charge extraordinaire, die gehen auch noch oben angepasst. An andere wieder, es muss immer eine Charge extraordinaire am Prinzip von für können geltend zu machen. Dann eine wichtige Frage, die schon Jahrzehnten von 1991 diskutiert ist, was geschieht am Fall von einer Schädigung oder bei Witleid. Aber am Fall vom Tod vom Mann oder der Frau geht der Partner haut für 3 Jahre weiter an der Steuerklasse 2 besteuert. Und dann fällt ein Haut an Steuerklasse 1R und da kennt das böse erwachen. In Zukunft wird das nicht mehr der Fall sein, da auch am Fall von einer Schädigung, nämlich wir sitzen die Übergangsperiode, sitzt man von 3 auf 5 Jahre rup. Dann ein Wort zu der sogenannten automatischen Anpassung von der Steuertabelle und der Inflation. Viel diskutiertes Sujet bei den Sozialpartnern. Die automatische Anpassung von Barem und der Inflation geht auch angefordert. Wir werden die Erlbestimmung vom Artikel 125 vom Steuergesetz leicht angepasst an das Gesetz holen. Am andere wieder. Wenn 3 Indextranchen erfall sind, sollen Barremen, die vom Jahr 2021 unapplikabel sind, angepasst gehen. In diesem Sinn muss dann die Regierung, die dann am Amt als der Chambre ein Gesetzesprojekt vorlegen, an den Steuertarif anpassen. Ich wollte nach zum Schluss zum finanziellen Impact. Das Reform, das eine grosse gesellschaftspolitische Reform ist, von einem neuen Madenen, die geht natürlich nicht zum Nulltarif.
Den finanziellen Impact, den haben wir durchgerechnet. Wir kommen für das Steuerjahr 2021 auf ein Montant an Donau zwischen 850 und 950 Millionen Euro pro Jahr. Wir haben heute stabil Staatsfinanzen und sie werden auch nach dieser Reform stabil und robust bleiben. Ein Impact, den as zum Deel gegenfinanziert mit den Indextranchen, die nach bis 2021 werden auffallen oder bis heute noch nicht berechnet sind. Ihr wisst, dass man trotz den Indexanpassungen heute nach 2,5 Indexanpassungen nicht gemacht haben. An die Gegenfinanzierung, der Montant von der Gegenfinanzierung, die schiffert sich zwischen 450 und 500 Millionen Euro, also bald halten. Wir gehen de Leid, dafür schwätzt den nicht von Kächtepunkt. Wir gehen de Leid, also der Zrick, wird sie bis 2021 durch die sogenannte Kahlprogression verloren. Einen finanziellen Impact, ja, aber es sollen auch die längerfristigen Verbesserungen von dieser Reform nicht aus den Augen verlieren. Wie gesagt, Jahrzehnte gouf darüber geschwärzt, wir sitzen dort um. Eine Reform für mehr Sozialgerechtigkeit, eine Reform, die die Familie stärkt, eine Reform, die die Kaufkraft von den Leuten stärkt, eine Reform für eine moderne Steuergesetzgebung. Mehr einfach, mehr transparent, mehr fair für den Einzelnen, kein Verlierdeppes, eine Entlastung für allem für die Schaffenden mit. Und ist die froh, dass diese Regierung eine Reform umsetzt, über die schon Jahrzehnten geschwärzt gouf, an die schon eine Reihe Regierungen an ihrem Programm stehen hätten. Das machen wir weiterhin am Dialog mit den Sozialpartnern, mit den Fraktionen aus der Chambre. Wir stehen eigentlich am Anfang von einem legislativen Prozess. Anpassungen bleiben und werden weiter nötig und möglich sein. Wir hoffen, dass diese Reform bis zum Ende des Jahres kann gestimmt gehen. Donau hat die Steuerverwaltung 2027 ein Jahr Zeit, für sich zu präparieren. Ein Jahr, an dem wir die Bürger am Detail, ich wiederhole, am Detail werden informieren, an ihnen alle Guten eine konkrete Hilfestellung geben. Und dafür werden wir am Anfang 2027 in Online-Steuerrechner aufhören. Und daneben werden, ich will nachdenken, auch als Steuerverwaltung die Leute mit Rot und Dot zur Seite stehen, an den Steuerbüros, aber auch mit dem sogenannten mobilen Steueratelier. Und ich gehe kurz zurück mit der Premier. Voilà, merci vielmals, Herr Finanzminister. Du siehst, das ist ein ganz ambitiös Steuerreform, eine familienfreundliche Steuerreform, die an unsere Zeit passt. Und ihr seht in all den Details, die der Minister da gehen hat, dass es ganz viele Aspekte couvriert und sicherlich wird da doch noch zu vielen froh von ihrer Seite her noch feiern. Wir dürfen los mal vier von ich ging dem Familienminister Max Hahn wird für den Aspekt zu belichten. Wie gesagt, alles gehört klar zusammen. Dafür machen wir das schon zusammen. Herr Familienminister. Ja, merci dem Premierminister und noch dem Finanzminister für Präsentation, respektive die Introduktion. Die Steuerreform, die der Lograte vom Finanzminister präsentiert, das ist ein Paradigmenwechsel, aber nicht nur in der Steuerpolitik, sondern auch an der Gesellschaftspolitik. Der Regierung soll es egal sein, ob an einer Kuppel lebt, ob Single ist, ob bestuhlt ist, ob gepackt ist. Mir war das als Regierung aber wirklich nicht egal ist, das ist der Fakt, ob ein Kuppel oder ein einzelnen Account am Stot wird oder nicht. Dafür haben wir einen finanziellen Park von 250 Millionen, die wir investieren, gerade an Kinder, gerade an Familien, dass wir auf zwei Art und Weise machen. Auf der einen Seite an der Breite, das heißt über Adaptationen von Leistungen von der Zukunftskäse, und auf der anderen Seite über eine neue sozial ziblierte Mesure, die wird gerade denen Familien mit Kindern, die riskieren, an Kinderarmut zu fallen, wird entgegenkommen. Das neben den vielen
steuertechnischen Mesuren, die de Familien zugutekommen, die de Gilles Roth gerade präsentiert huet, war das wichtig auch iwwer Zukunftskäes et Lichtung auszubezuelen fir wat man, weil der Automatismus ass ab dem Moment wie Kant de Mord gemerk krit die Suen automatisch ausbezuelt. Kommen wir fir dicht vielleicht zu denen Mesuren, die wat Zukunftskäes werden adaptiert gin, das zum engen Kannergeld selber, wo man moment 3 Alterskategorien hun, die auch werden so bestohe bleiben, das zum engen 0 bis 5 Joer, dann für 6 bis 11 Joer an dann ab 12 Joer so lang wie skolariséiert, das bis 18 Joer andere raus, van den nach an de Liste beispielsweise geht. Ha werden Augmentationen mache vun 45 € bis 12 Joer a 60 € iwwer 12 Joer, dat techt konkret ab dem 1. Januar 2027, also Joer fir Erkrafttrede vun der neuer Steuerreform, dat war als Regierung wichtig wert an der Alterskategorie von 0 bis 5 Joer kann er Geld 352 € bedrohen, vu 6 bis 11 Joer 375 € an ab 12 Joer 425 €. Nieft dieser Argumentation werden wir auch enger Heichung von der Allokation der Rentrée scolaire machen. Da das die Leistung, die ausbezahlt wird, wie der Nummer sieht, an der großen Vakanz am Monat August für begrad die supplementären Depensen zu kompensieren, die ihn hat, eben durch den Umfang von der Schule. Und da geht es am Moment, und das wird auch in Zukunft so bleiben, 2 Alterskategorien, das eine das für 6 bis 11 Jahre und das andere das ab 12 Jahre. Und da werden wir von Haut an der Alterskategorie von 6 bis 11 Jahre werden wir von 115 € auf 175 € an die Blut gehen und an der Alterskategorie von über 11 Jahre, also ab 12 Jahre werden wir von Haut 235 € werden wir auf 325 € gehen. Dann also so, dass et nach eng Reihe Leistungen gin die Zukunftskäes ausbezielt, die net indexiert sind und die werden wir reindexieren. Das ist zum engem die lograt genannten Allokation de Rentrée scolaire, op der anderen Seite als Allokation spezial supplementär und nach als zweet Kannergeld bekannt, wer die krit am Fall von zum Beispiel engem Handicap an d'Allokation de Naissancen werden auch indexiert gehen. Dann direkt zu der nächsten Augmentation oder einer neuen Affäierung von einer neuen Tranche von der so lograt genannter Allokation de Naissance. Am Moment gibt es da heute 3. Das ist die Allokation pränatal, also die 400 Geburt, wo ihr medizinisch Tester sowohl von der Mama durchgeführt wird beim Gynäkologen, beim Zahndoktor. Und da gibt es die Allokation de Naissance, das ist die direkt nach der Geburt, wo dann auch die Mama an Kant in der Sicht gehen. Und dann gibt es nach der Allokation postnatal, also die nach der Geburt, wo am Zeitraum vom Alter vom Kant von 0 bis 2 Jahren auch Examen beim Pädiater vorgesehen sind. Wir wissen, dass gerade, schon gesagt, das geht bis 2 Jahre, ab 2 Jahren bis zur Skolarisierung vom Kant eigentlich kein medizinisch Checken vorgesehen sind. Es gibt, natürlich kann ich so im Moment bei Doktor werden wir so, und es gibt ein fakultative gratis Bilan Russisch am Moment. Der Bilan Russisch als Russisch steht für 30 Monate, also 2,5 Jahre vom Kant, wo einen audiophonologischen Test kann machen, für gerade eine Freierkennung zu machen. Auch wir wissen heute, dass 50% von den Eltern just davon profitieren, oder viel mehr von den Kannern, also Eltern, die mit den Kannern dann hingehen. Und wir wollen das unter anderem ändern, und wir werden heute dafür sorgen, mit einer Aufhörung von einer neuen Tranche, also einer feierten Tranche, die angefordert wird gehen, dass man dem dote Wolle werden Rechnung drohen nicht auch nach kleinen anderen Adaptationen, die hier am Parcours von der Evolution vom Kant werden vorgesehen, eben gerade für der Freierkennung dinglich zu sehen. Dann werden wir eine neue sozial zibleierte Mesure aufhören, auch am 1. Januar 2027, weil wir der Meinung sind, dass kein Kant der von schulischen oder außerschulischen Aktivitäten ausgeschlossen sind. Da werden wir 3
Alterskategorie 4 gesehen, dat een das eng vu 4 bis 500 vu 4 bis 5 Joer Partner vu 300 Euro wert können kreien, dann vu 6 bis 11 Joer 1000 Euro pro Joer an ab 12 Joer 3000 Euro pro Joer. Die neue Sozialhëlle fährt um net lang durchstoen, wie die Werte immer an enger neuer Hëlle regruppieren, wo och d'Allokation wie cher d'Energieprim an die neue Hëlle, die lob den 1. Januar von diesem Jahr gött, die sogenannten AFPA, also det finanziär pour personnes âgées, fährt man do 4 Sozialhëlle regruppieren, wat uns net erlaubt, fir zum engen zu automatisieren, do wo es geht, das heißt zum Beispiel bei Revisbezeier, aber auch dafür zu sorgen, dass man just nach in Barem hunn den applikabel ass, an dass man dafür sorgen, dass enke muss eng Demont machen, wenn da weiterhin Konditionen erfüllt, wat Staat selber feststellen kann, dass dann weiterhin die Hëllefen ausbezuelt kann kreien. 2 Beispieler ha wie ka vun der doter Hëllef profitieren, hol mat Beispiel vun enger erläng erzeieender Person mat engem Kant. Déi kann bis zu 4.065 Euro Bruttoakkommes pro Monat tun, fir se voll ze kreien. An degressiv geht dat linear ruft, dat ist ganz wichtig als Regierung fir e begrad dafir ze sorgen, dass e net, wann ich vielleicht bemmol 10 Euro méi verdient, dass ich bemmol ganz eng Hëllef ging nëmi könne kreien, dafür war das Südstadt linear auflachen zu lassen, bis zu engem Monat vu 5.690 Euro. Ein zweet Lächtbeispiel, wann ich zum Beispiel ein Koppel huet mat 2 Kanner, dann werden bis zu engem Bruttoakkommes pro Monat vu 5.690 Euro von denen volle Monat können profitieren. Und da geht dat degressive Ruf bis 7.970 Euro. Es waren auch wichtig, die Montoren, die ich ihr gerade genannt habe, die Adaptationen, dass man die auch gingen als dabei begleiten lassen, für die Montoren zu fixieren. Das haben wir gemacht. Der Stadt hat das Budget de Referenz adaptiert für die einzelnen Kategorien vom Alter vom Kant. Und ich kann nicht sagen, dass mit dem Package, den ich gerade heute präsentiert habe, dass man da an allen Alterskategorien an 4 steckt, 0 bis 3, 6 bis 11, 4 bis 5 und 12 bis 24 Jahre, dass man alle Keierswerten in der Budget der Referenz vom Stadt können mit denen heute Augmentationen können decken. Das gesagt, vielmals merci für die Nullausstellen und dann ging es dem Premierminister zu Wort gehen. Ja, merci vielmals auch dem Familienminister, der gesagt hat, steht Kant am Mittelpunkt, dann immer in unserer Politik, wie dafür zu sorgen, dass wir zu Lützeburg Kanner unterstützen und dass wir keinen am Rand von der Gesellschaft stoßen an das Risiko von der Kannerarmut, die von dem Anfang von dieser Regierung uns begleitet. Armutsplan, den der Minister für kurzem vorgestellt hat, am Namen von der Regierung, an der heute sie ganz konkrete Elemente für die Menschen am Land besser geht. Dazu gehört dann noch natürlich den Check Service Accueil, und dafür ging ich weiter weitergehen, und der Minister Claude Maisch. Merci, Herr Premierminister, liebe Kollegen. Muss schon vieles hören, wie Familien finanziell sollen gestärkt gehen, wie Menschen sollen investiert gehen, wie an Zukunft von den Kanner für allem aber auch soll investiert gehen. Aber wenn man bei der Zukunft und den Zukunftschancen von der Kanner sind, da sind wir natürlich auch bei Bildungsgerechtigkeit. Und da wissen wir, dass Schule wichtigen Auftrag hat. Wir wissen aber mittlerweile auch, dass die nonformale Bildung, das ist Kannerbetreuung, einen extrem wichtigen Auftrag hat. Und Forschung dokumentiert also immer nächst, dass ein qualitativ hochwertige Kannerbetreuung zur Entwicklung vom Kant beiträgt, zur emotionaler Entwicklung vom Kant beiträgt, zur sprachlicher Entwicklung vom Kant beiträgt, auf finalement auch eng gut Basis ass fir no de Suse an der Schul können garantiieren. Kannerbetreuung ass also haut viel méi wie just eng Garderie, während dem Älterenläit déi Aufgabe net können, die verholen nee Kannerbetreuung ass haut och een Investissement an Zukunft vun den Kanner an hier Perspektive. Kannerbetreuung ass awer och Familienpolitik hat auch Sozialpolitik, weil Kannerbetreuung ermöglicht, dass Menschen können schaffen gehen, dass die 2 an der Koppel auch können schaffen gehen, ermöglicht, dass die Älteren oder auch länger Zeit Älteren, dass die können sich selber ein stabiles Einkommen erschaffen und ich denke, ein gut erbecht, ein sicheres Einkommen, das ist nicht immer die beste Garantie, auch da nur gehen Kannerarmut. Und da hat Kannerbetreuung auch noch immer einen großen Beitrag gelegt zur finanziellen Aufsicherung von den Familien an gegen Kannerarmut. Kannerbetreuung ermöglicht aber auch den Älteren, die müssen, die wollen zu 2 schaffen gehen, eben noch können der Aufgabe no gehen, an Familie und Beruf
wirklich können ënner den Hut ze kreen an beides können gleichwertig mal ze ermedischen an dummer da als Kannerbetreuung auch sicherlich ganz wichtige Faktor, wann es eben Durchsetzung von einer moderner Gesellschaft geht, wann es geht Gleichberechtigung um Erbesmarsche zu garantieren, dass das nicht just eng Aufgabe als Geldarbeit zu bringen für den Mann, aber dass Frau auch gleichwertig kann zum Abkommens vom Staat oder zu ihrem eigenen Abkommens kann beidrohen, an natürlich auch dat Doofhängigkeit reduziert wird von dem, den zum Beispiel kein Abkommens hat, par rapport zu dem, den Familienabkommens gibt, garantieren an dem Sinn als Kannerbetreuung wirklich eure Pilier von enger moderner Gesellschaft. Wer Kannerbetreuung wert ist, das hören wir bei denen Diskussionen, wo sie fehlt. Da wo eng Platz nicht kriegt, da wo nicht kann drauf zurückgreifen. Nach 24 Jahren gouf für große Paradigme wie es angelaut mit der Schaffung vom Ministère von der Education nationale, der Enfance und der Jeunesse, wie wirklich auch klar zu machen, es geht halt auch um Nonformalbildung. Wir haben über sukzessiv Initiativen geguckt für Kannerbetreuung finanziell drohbar zu machen, zum Teil gratis zu machen, für eine Qualität von der Kannerbetreuung zu investieren, für die Sprachentwicklung gezielt zu fördern, für Formation kontinu vom Personal auch zu assurieren. Ja, aber wir sind lo Punkt, wo man dann aber auch eine große Reform vom Checkservice Accueil werden lancieren, die 4. Feiertag so vom Regierungsrat ugeholt gouf. Die Reform vom Checkservice Accueil basiert auf 4 große Pilien. An einen davon will ich halt ganz besonders hervorstechen, da das auch die Entlastung von den Älteren, weil es ganz genau an die Package passt, wo man finanzpolitische Mesuren, steuerpolitische Mesuren und familienpolitische Mesuren gerade schon präsentiert tun. Ja, es gibt auch 3 andere Pilien, das Betreuungsplatzgarantie, für sicherzustellen, dass man bis 2030, also 4 Jahre, können all Mam, all Pap, für all Kant eng Platz an enger Kannerbetreuung garantieren zu Lützeburg. Das ist aber eine Qualitätsoffensiv, die wir gesehen haben, für weiterhin an Qualität von den Services können zu investieren. Und auch der ganze Sektor wird von der Gouvernance neu strukturiert und neu ausgerichtet gehen. Do zu denen 3 Pilien gehe ich ganz gerne auf eine Pressekonferenz nächste Montag invitieren, die wir am Edukationsminister werden halen, den 12. Januar, wo auch noch ganz vieles zu sagen ist, wo ich aber mengen, dass das heute Kader gibt, sprengen. Mehr aber noch ein paar Worte zu dem Wolle von der Entlastung von den Älteren. Und noch heute 4 Mesuren, die ganz besonders werden wirken, für den Älteren mehr suchen zu lassen, den Älteren Kannerbetreuung mehr erschwinglich können zu machen. Eng echt auch ganz klar sozial gestaffelt, sozial selektiv. Das ist eine Kulturpassung vom Barem, vom Checkservice Accueil, wo man an den innersten Abkommenskategorien die Stunden, die gratis prestiert können gehen, wo man denen Europa gesagt haben. Das feiert dazu, schon einfach mal 2 Beispiele heraus, eine Familie, die 2-mal den Mindestlohn verdient. Da schwätzen wir von der kompletten Gratuität von der Kannerbetreuung. Das heißt, die können sämtliche Services auch gratis an Anspruch holen. Eine Familie, die 3-mal den Mindestlohn verdient. Da also so, dass die 29 Stunden an der Woche kann auf eine Gratuität von der Kannerbetreuung auch zurückgreifen. Ein zweiter Punkt, der Management wichtig ist für ganz viele Familien heute schon, das ist, dass man ähnliche Fakturations- und Tarifikationsmodelle haben. Unabhängig von welchem prestatären Wettbewerbssystem da den also sind an einer konventionierter Kräch zum Beispiel, also an einer nicht konventionierter Kräch, also bei deres Älteren, das Modell von der Fakturation soll dieselbe sein. Heute haben wir zum Beispiel eine Reihe von Praxen, an die werden wir mit dem Gesetz aufschaffen, da den zum Beispiel mehr Stunden muss belehren und noch bezahlen, wie er selber braucht. Da er eine Unflexibilität zum Beispiel gibt, dass wenn ich will, von einem Monat auf den anderen Stunden zu reduzieren, dann kriege dass das nicht geht. Das wollen wir alles ändern. Das besteht heute eigentlich schon an den konventionierten Krächen und das wird auch in Zukunft an den nicht konventionierten Krächen der Fall sein. Und das hat natürlich einen Impact auch auf die Rechnung, die Eltern müssen bezahlen, weil ganz einfach, wenn ich 25 Stunden will, ich muss aber vielleicht 40 unterschreiben, dann muss ich doch 40 bezahlen, aber mit 25 wären nun aber mal durchgegangen. Eine ähnliche Mesure als die, dass man den Supplement, den an einer Reihe von Strukturen nach gefroht geht, an den aber auch substanziell kann sein, neben dem, was schon über den Checkservice eigentlich viel gesehen als von Beitrag von den Älteren, noch zusätzlich muss bezahlt gehen, dass man den aufschaffen. Das neue System wird vorgesehen, dass der Staat für
die Überdrohung von der Mission publik, die der Staat anscheinend Prestatäre gött, und das können konventioniert, nicht konventioniert Prestatäre sind, deres Älteren sind, dass dann der Staat auch den Beitrag muss überholen und für das Finanzement von den Strukturen sorgen, und das nicht mehr dono ob Tasch von den Älteren geht. Wir haben noch gemerkt an den letzten Jahren, dass für allem kann aus der sozioökonomisch schwachen Milieu bei Prestatäre waren, wo mehr ein Supplement gefragt ging, weil sie DAX ab private Krechen waren, sodass das heute auch eine Mesure ist, die ganz besonders Familien zugute könnte, die echt als mir bescheidene Millionen könnt, die auch wirklich dadurch sozial selektiv ist, weil an Zukunft mit dem neuen Gesetz egal ab welcher Struktur da den ist, egal welche rechtliche Form das die hört, ob konventioniert oder nicht, oder deres älteren Fakturation dieselbe ist. Und dann eine vierte Mesure, die vielleicht nicht ganz viel Kanner direkt betrifft, mit die betrifft der Woche, das wird bemerkbar, man, das sind die Kanner, die bei deres Älteren betreut gehen. Bislo waren die ausgeholt von den 20 Basis-Gratis-Stunden während der Vierschulzeit, also zwischen engem an 4 Jahren, die können halt auch do, an der Idee für Menschen, jeder selbst zu behandeln, auch davon profitieren. Ja, muss es bezahlen. Und das ist natürlich auch der Staat, und das wird eine Entlastung auf der Seite von den Älteren mit sich bringen an der Höhe von 79 Millionen Euro pro Jahr, auf Basis gerechnet von 2025, also substanziell. Ja, werden die Älteren Männer für die Kinderbetreuung müssen bezahlen. Das ist eine Reduktion von rund 2/3. Wenn wir gucken, was die Älteren 2025 nach selber kontribuiert haben für die Kinderbetreuung, dann ist das heute eine Reduktion von 2/3. Wenn wir also Ziel haben, der Gratuitätsminute zu kommen von der gesamten Kinderbetreuung, dann ist das heute ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Wenn das Ziel gratis Kinderbetreuung nach 3 Schritten weg wäre, dann hätten wir daheim da schon 2 gemacht. Allerdings ist es aber auch so, dass man auf der anderen Seite das ja unterschiedlich wirkt, weil man für allem die Mesuren, wo man so ein Fakturations- und Tarifikationsmodell, die muss dieselben an Zukunft sein, dann würde ich schon einen Unterschied, wenn ich kann tun, was schon an einer konventionierten Kirche war, merke ich Männer von dem neuen Modell, wie wenn ich zum Beispiel kann tun, was an einer nicht konventionierten Kirche oder bei deres Ältere war. Und natürlich ist das nicht gerade so einfach, die Chiffren zu präsentieren, und ihr merkt auch an den Dokumenten, wie die Kollegen das gemacht haben, weil nicht alle kann selbst nur davon profitiert, weil sie von unterschiedlichen Niveaus eigentlich auf dasselbe Niveau geholt gehen. Wir können aber eine Moyenne einfach präsentieren. Ihr könnt, was bei deres Älteren betreut wird, an der Moyenne pro Jahr wird das ein Gewinn für die Älteren von 1900 Euro sind. Kann wir dann enger konventionierter Kirche, also wird eigentlich die Systeme, die Tarifikation haut schon appliziert, wo die anderen sich werden anpassen. Da ist es nach einer Liste gegangen von knapp 220 Euro pro Kant pro Jahr an einer nicht konventionierter Kirche. Allerdings ist an der Moyenne ein Gewinn für die Älteren pro Kant pro Jahr von über 3.000 Euro. An wann in eng privat Maison Relais zum Beispiel fir skolarisiert, kann da mcht och nach enke iwwer 1800 Euro pro Kant pro Joer aus. An Einzelfäller noch der Hummer dokumentéiert an den Innerlären kann dat bis zu 5.000 Euro pro Kant pro Joer ausmechen, van den 2-3 Kanner an dem System huet, an der eng oder einer Betreuungsform huet, mcht natürlich doch enke dementsprechend méi aus. Kannerbetreuung gëtt ha also auch wirklich bezuelbar. Und für eine ganze Reihe von Kanner wirklich striktement gratis. Kannerbetreuung geht mehr fair, das System geht mehr transparent, dann auch ja mehr accessibel. Wir stärken dummer der Zukunftschancen von unseren Kanner, wir stärken aber auch ja die Familien an, es ermöglicht aber auch den Eltern schaffen zu gehen. Eine gute Kannerbetreuung können die Eltern ihre Kapperrolle an ihre Arbeit können noch während der Stunden no gehen, und da das auch eine Mesure gegen Kannerarmut, mehr aber auch an diesem Package eine Stärkung von der Kaufkraft von den Familien, weil wenn den dezidiert ginnisch zum Beispiel als zweite Partner auch nach schaffen und wollen der Politik der Regierung sich verschrieben wird, mehr netto vom Brutto eben nur kommen, aber wenn dann den zweiten Abkommen zum großen Teil für Kannerbetreuung muss hören, da bleibt nicht mehr netto so viel Recht vom Brutto unter dem Strich wie wirklich können zu leben. Und dafür ist das heute auch ein Schritt, der wirklich an die Richtung geht, die Regierung sich hier geholt auf den weiteren Invest primär eben
an Kanner an hier Zukunftschancen. Voilà, merci auch dem Claude Meisch. Ihr seht, die Regierung fängt das Jahr an mit einem ganz ambitiösen Mesurepack am Sinn von einer stärker, moderner Familien- und Sozialpolitik. Ich will nachher so die Reformen, die alle guten Moin nach vier gestartet sind, ist immer bewusst, dass ganz viel für das alles direkt auf einer Pressekonferenz zu verschaffen. Die haben drei, vier große Ziele, die sich komplett an Philosophie vom Koalitionsabkommen von dieser Regierung erreichen. Wir entlasten die Leute, wir unterstützen Familien und Kinder, wir passen als Politik an und Diversität von den Familienkompositionen, die wir in unserer Gesellschaft tun, und wir stärken den sozialen Zusammenhalt durch ciblierte Hilfen für die, die mich schwer haben. Und das ist ein bisschen viel Kondukteur, den durch die Präsentationen der Morgen alle guten Hai gegangen ist. Voilà, Loder ganz viel Material, kriegt ganz viele Explikationen von den Ministerkollegen. Da muss der höchstwahrscheinlich alles verschaffen, lesen, aber trotzdem sie vielleicht direkt urgent Fragen, die da wird stellen, dafür gehen wir dann laut Fragen abmachen. Herr Aulner. Radio geht viel froh ich probiere sehr jetzt mal für uns zu fenke sind ich konfus weil sie klein Upassung gemacht die ich dort May Ausgabe für die Stadt hindeuten und die bleibt bei 850 oder 900 Millionen Euro Cash nur der Chamberkommission und Genere so 1,4 Milliarden Euro wie States wird versto wo von den deren Also ich fand die Nëdrem die Zöllen die ich genannt hun dat sind die an der Fisch finanziär vun dem Projekt stehen, dat sind 880 Millionen Euro 2021 an 989 Millionen Euro 2029. Dat ist der Bruttoimpact. Selbstverständlich muss da dem Rechnung drohen, dass die abgelaufenen Index sind der Stand haut 2,5 plus van de Stadtdex Prävisionen standhalen nach eng 26 und eng 27, das sind also 4,5 Indextranchen, die dann abgelaufen sind, rund 480 Millionen ass, die gehen geholt für einen Teil von dem finanziellen Impact gegen zu finanzieren. Das heißt, am Klartext werdet 24/28 mit diesem Projekt keine Inflationsbereinigungen von der Steuertabelle gehen. Die Summen, die sich bis dann abgelaufen sind, die gehen an die gesamte Park geholt für Datei gegen zu finanzieren. just dann weil man schon bei der Upassung vom Barem und den Index sind durchsteht ja an den Texten die es verdeelt wird dass aber an Zukunft soll nur all dritter Indextrausstellen Mechanismus automatisch Kraft treten mir automatisch wohl verstand Chamber. Ja, das ist wie den alle Modell, den dir sowieso immer im Trick folgt, oder? Ja, und das hat ganz richtig beschrieben. Wir hatten da doch an der Regierung politisch und auch finanzimpaktmäßig diskutiert. Eng automatisch Index-Upassung. Das ist an einer Steuertabelle schwierig für Wert. Wir wollen Steuern ja am Dezember generell mit dem Budget fixiert, gibt das ganz Steuerjahr donno. Und dann ist es schwer, was am Jahr, zum Beispiel nächste Jahr, ein Indextranche fällt, für dem dann steuerlich direkt Rechnung zu tun. Was ich hier gesehen habe, dass nur 20, wenn 3 Indextranchen abgelaufen sind, dann ist es in der Regierung, die dann am Amt ist, für die Chamber mit dem Gesetzesprojekt zu saisieren, das wir dann 2031 für den Impact von den abgelaufenen Indextranchen Rechnung zu tun. Das kann sein, dass sie einfach die Tabelle hält, das System U, wie es besteht, oder das kann sein, dass sie Männer mischt, das kann auch sein, dass sie an einer gesamten Reform mehr mischt, wie die Regierung das strickt, das politisch hier Verantwortung mit Regierung als Gehalen ein Projekt de loi zu deposieren. Das ist eigentlich nicht Ernstes für das System, den 2012 bestanden hat, an dazu stehen den heutigen Premier, an demoge Finanzminister, an den jetzige Finanzminister, an demoge Rapporte von dem Gesetz für Mündat aufgeschärft. Und das feiern wir noch mal. Herr Roder, ein gleich wo ich das Mikro weitergehe. Ja. Ich hatte natürlich noch mehr, und Kollege noch mehr, just noch wichtig, ich meine, das können Leute stand next Jahr, und die war next Jahr nach Bestürden, respektive auch Paxen, an der Römer von der Klasse 2 profitieren. Selbstverständlich, das ganz, wie ich das am Anfang gesagt habe, spielt beim Erkrafttreten von diesem Gesetz, der Tisch ab dem 1. Januar 2021, jeder Verein, den sich
1. Januar 2021, also bis den 31. Dezember 2027 besteht, ass dann automatisch an der Steuerklasse 2, wann gepackt das hueten die Opposition die Mächtigkeit mir kann auch getrennt besteuert bleiben. Dono also für alle guten Daylight schwach ob sie will weiter an der Steuerklasse 2 bleiben oder ob sie wollen an den neuen Tarif riverwirselen für Daylight die an der Regel zu 2 schaffen an der Ziel aber statistisch gesehen rund 75% von den Menagenheit zu Lützeburg schon eigentlich alle guten in Territorien für zu wirselen mir streichen nach einkehr Steuerverwaltung wie auch Leid für Minister werden sowohl online wie auch persönliche Leid Matro dann dort 27 zur Verfügung stehen für das dann hier Einzelsteuersituationen können du prüfen und auch dann de Schwa totalement éclairé machen. Okay, dann mein Frau dans la matin. Okay. Bonjour, bon, ça ira vite parce que mes deux premières questions c'était les mêmes que mon collègue, c'est très bien comme ça. J'ai une petite précision pour les couples mariés, justement, ils auront le choix, donc vous disiez entre rester comme aujourd'hui classe 2 ou passer en classe 1. Comment ce choix pourra être fait très concrètement? Est-ce qu'il y aura un simulateur en ligne? Comment vous allez faire pour que les gens puissent justement faire le choix éclairé dont vous venez de parler? Merci. Oui, merci beaucoup pour cette question. Oh, Plötzburg einfach. Okay, dann antworte ich auf Plötzburg. Ich hatte premier auf Französisch, mir antworten auf Plötzburg. Also, froh, dann wenn ich das so, froh wäre Gestalt, kriegen die Leute mit einem Simulator oder wie gehen sie informiert, wer die einzelnen Steuerdossier aus und ob sie andere Hunde zu wissen, aus der Steuerklasse 2 an die neue Steuerklasse. Ja, 2027 wird man einen Online-Simulator haben, wo die Leute können die 2 Revenuen, diese Hunde, androhen an der Gesinn, so ob sie andere Hunde zu wissen, respektive wer das Steuerlast diese an der weiter bestehenden Steuerklasse 2 haben oder wer das Steuerlast diese getrennt an der Steuerklasse U haben. Dat wird man nachmachen. Net kann dat ja alles so androhen, dass sind Leiit Niveau vun de Steuerbüroen können sich renseignieren, weil Steuerbüro an der Regel ja aufgrund von ihrer Steuersituation von den vergangenen Jahren die Detailinformationen hun. An drittens probieren wir auch de mobile Steueratelier anzufeieren, weil das mir das E-Bus Minibus, den dann durch Land fährt oder mehr Minibussen, die durch Land fahren, aber die Leute dann am Bus an dem Atelier avisiert gehen, werden sie an der enger Situation und an der anderen Situation. Ich will aber auch so, und das muss ich eigentlich noch streichen, es sind eine Reihe von Vereinfachungen, die damit verbunden sind. Notamment wissen die Leute genau, wer hier Einzelsteuersituation an einer Koppel ist. Sie brauchen keine Avance mehr an der Regel zu bezahlen, aber wir feiern auch die zweite Steuerkarte. Die feiern wir auf, weil das oft zu Missverständnissen feiert. Die werden mit der zweiten Steuerkarte, da kriegt ihr der forfaitär 15% aufgehalten, aber wenn dann eine ganze Aufrechnung könnt, ihr nicht mehr Steuern zu bezahlen wie die 15%. Alles das entfällt also für die Leute transparent, fair, gerecht und einfach. Okay, da sind wir an der Mitte. Ja. Laurent Schmidt von Reporter.lu schon eng Verständnisfroh zum Impact. Herr Roth, die Zahlen, die dir genannt hat, das ist ja just für die Steuerklasse, also eng inhaltliche Steuerklasse, mit du sie nicht die Plafond, die darauf setzt, mal dran. Der Tisch, du sind mal zum Summen nach was den Herr Hahn gesagt hat an den Herr Meisch, da sind wir ja weit über eng Milliard von budgetären Impact. Also, die Zahlen, die ich genannt habe, 880 Millionen gerechnet von der Steuerverwaltung für 880. Das ist der Impact von dem ganzen Steuerprojekt, den ich präsentiert habe. Nicht nur die einheitliche Steuerklasse, als mir auch alle guten die Plafonds, die gemäß Regierungsprogramm an die Leute gesagt gehen, wie das Aufsetzpaket von den Zinsen, das Aufsetzpaket von den Assuranceplafonds, von der Bausparprämie, die an die Leute gesagt gehen. Das ist der Bruttoimpact. Wie gesagt, Gage finanziert mit dem Wert von Indextranchen abgelaufen ist. Das ist der Impact von dem gesamten Block, und nicht nur den Impact von der einheitlichen Steuerklasse. Du kommst ja dann die anderen Mesure von Familienminister plus Edukationsminister noch dabei.
Ja, selbstverständlich, das als ein Plus und denen Budgetsposten, die taut schon zum Niveau von dem Kannergeld oder Kannerleistungen respektiv bei dem Claude Meisch an dem Ministère de l'Éducation, an der Enfance, das sind Budgetsposten, die bestehen. Aber wie den Herr Meischstadt gesagt hat, dass die supplementären Impact aus der 70 Millionen geschert, ja, das fällt dann zusätzlich an denen Bereiche un. Das ist es. Die Plaffern ugeschwart vun den Aufsatzpaketen, aéi weit sinn déi transferabel tschen de Partner wie an andere Länder Majors, wann zum Beispiel lo den E-Partner net genug verdient quasi oder genug Steiere Missbezöle fir do komplett dat das net fir gesinn. Ja, dat as Philosophie as eng inheitlich Besteuerung. Die Plaffungen, die dann net opgebraucht wären, los mal ganz sehr, dass jemand 100 €, die wisst doch wenn eng Assurance von eng Auto kasch wenn eng Haftpflichtversicherung kasch, du sind Leiit aber Menschen an der Regel relativ sehr dodropper, die sie net transferabel, dat wird gesplickt gött. Dat will ich unterstreichen, dat ist zum Beispiel den Abattement Petite Enfance. Das sind die 450 € Abattement de Mond oder 5.400 €. Ja, die gehen gesplickt zwischen Mam, Pap oder den zwei älteren Dealer. Das geht pro Kant und das geht dann gesplickt. Es gibt dann, wie an einem Fall von einer Monoparental, ja, du geht die 5.400 € als Abattement ganz für die Person gehen. Ja, im Fall von Immobilienkredit, also Aufsatzpaket von denen Zinsen, das kann ja aber substanziell Summe gehen, wo dann quasi Ungerechtigkeiten schafft, die Haut nicht gibt. Wenn gemeinsamen Immobilienkredit besteht, Di wisst, dass der degressiv ist, die ersten 5 Jahre, dann die von 5 bis 10. Das geht abgesplittet zwischen den zwei Ehepartner. Aber kann er durch sie, weil du spielt das ja auch nach Einkehr, da geht pro Kant geht das dann gedeelt zwischen dem Partner A und dem Partner B. Das ist am Klartext, wenn da ein Haus gebaut hat, dann hat die ersten 5 Jahre oder 4.000 € Debitorszinsen, also Schuldzinsen, die da könnt du geltend machen, pro Entität an deiner Familie. Wenn der Staat tut mit engem Kant, ja, da sitzt den 6.000 € auf an den anderen 6.000 €. Wenn der Staat tut mit 2 Kanner, sind ja haut insgesamt 4 mal 4, 16.000 €, da sitzt den in 8.000 € auf an den anderen 8.000 €. Die Regel ist da immer splicken. Wir werden nicht transferabel, dass das die echt froh, dass das mit den Assurancen Primen kann er gehen do auch gesplickt selbstverständlich, mir die könnt nicht von einen sie nicht ausnutzt, dann auf den anderen zu transferieren. Das ist technisch auch schwierig machbar. Eng lächt froh, dass ihr dann aber eng deiere Form gëtt du von der Regierungsseite eng Etüd, die weist wat den Impact beim Top d'Emploi kennt sinn. Ich habe gesehen am Exposé de Motiv gedenk Etüd von 2016 vom Lisa erwähnt, die also aber ja, vereelst, gëtt du eng neue Donien, war den sich du kann erwarten. Also der Teil ist eng Reform, dat eng moderne Gesellschaftsreform ist, die der Gesellschaft von Haut Rechnung dreht, an der Lebenswirklichkeit von der Leute Rechnung dreht. Ja, wir haben, und ich komme nachher darauf, 1990, da waren die ersten Diskussionen bei dem damaligen Finanzminister Jean-Claude Juncker schon von einer einheitlichen Steuerklasse. Da hätten wir statistisch gesehen rund 41% von der Städte, wo 2 Erwerbstätige drauf wären. Haut sind wir schon die letzten Zahlen über den Weekend geguckt, da sind wir von 2021, 2022 sind wir schon bei rund 75%. Das heißt, wo auf 75% von der Städte die 2 Partner erwerbstätig sind, wenn das ihre Choix ist oder wir müssen als nicht daraus viel machen, aufgrund von hohen Lebenshaltungskosten, die gehen alle Guten zusätzlich entlastet. Das ist auch ein deliberierter Choix von dieser Regierung. Ja, ich kann das nicht statistisch genau herausholen. Ich meine, hier geht auf jeden Fall kein bestraft, wenn ein an einem Staat als Partner, als zweiter Partner schafft, respektive mehr schafft, weil durch die heutigen Reform natürlich entlastet wird. Ich gebe euch ein Beispiel, was einfach signifikativ ist. Die hat an der Steuerklasse 2, das tut an ihren Innerlehren, das können die Leute auch
op dem Internet gucken, die hut stot wo den echte Partner 60% verdient, den zweite Partner 40%, 125.000 Euro versteuerbart Jahreseinkommens bei de hun ab 2020 wann dann das Reform ging an Kraft treten und die ever 5.000 Euro Jahr netto méi. Ich meine, dat der trotzdem nützen erschätzen, op jeden Fall gëtt ke bestroft wann schafft oder wann méi schafft an engem Stot. Luc Lamoule vom Tageblatt. Ich hatte ein Verständnis froh, die Reform, die den Herr Meisch an den Herr Hahn vorgestellt haben, die treten noch den 1. Januar 2020 in Kraft oder sie schon direkt? Ja, den Reform vom Scheckservice, wann der legislative Prozess dat erlaubt, den Gesetzesprojekt vom Regierungsrat für die Feier der Jugendhall gehen, die soll den 1. Januar 27 auf Kraft treten. Einzelelemente davon schon Tarifikation genannt, das soll 27 Kraft, den Einzelelemente zum Beispiel Personalschlüssel und so weiter, mit darüber werden wir gerne können schwätzen, werden wir noch ein Jahren dono an Kraft treten. Wir wissen, dass die Prestataire das Ganze auch müssen umsetzen, vor allem wenn es um Qualitätsentwicklung geht. Wat Leistungen vom Familienminister ugeht, dat sowohl die an der Bret wie auch die Sozialzielaktiv als der Wunsch von der Regierung für den 1. Januar 27 die Joar 400 Abhörung von der neuen von der Steuerreform für die dann nach Kraft treten zu lassen. Und dann ist noch froh zu der einheitlicher Steuerklasse und zwar zu der Transitionsperiode schaffen den du nicht aber neue Ungerechtigkeiten dadurch dass sie dann die Leute die zum Beispiel sich besteuerten oder packen den 31. Dezember 2027 an zwischen denen die sich besteuerten den 1. Januar 2028 das Tisch die einen können noch an der Übergangsperiode bleiben die einer nicht mehr dann. Ja, das enke Stichstat man das entwickelt, dat der Kraftrede vun der Reform, dat goufet doch bei der Pensionsreform 1999, dat goufet bei der Reform vun der Allokation de Famille, dat vun der Allokation de Famille an dem Sektor Publik 2015, bei all gräse Reformen wie der Teil ass kënnt enke Stichdatum. An dat das den 1. Januar 2020, ob dat Ungerechtigkeit schafft, nein, so nicht ganz ehrlich. Weil jeder den nur 20 an das System könnt, ihr wisst ja ganz genau, ob wer das sich alles ist, für den ändert sich egen Situation ja gar nicht. Das ist der größte Vierteil. In den 2027 ufängt man schaffen an den 30. Juni 2021 besteht für den ändert an Sänger einzelner Besteuerung nicht mehr. Das ist der großen Avantage, das wird die Leitprävisibilität besonders jungen Leid. Und dann, wenn ich nachher drauf komme, ich hole das Beispiel von 60, 40, der Gros von der Leid, da war nicht so, dass 75% von der State statistisch genannt, Kalo oder 2% weiter sind mittlerweile, dass die mehr wie ein Abkommen an einem Staat tun, haben die eigentlich Avantage für an das Steuersystem zu wechseln. Aber wir haben die Übergangsperiode für Leute, die zum Beispiel Pensionäre sind. Das aber ganz normal ist. Das sind Leute, die 20, 30 Jahre am Mitte von dem Leben stungen, die sind mit der Übergangsperiode, wo den Ehesplitting avantagös ist. Die behalten den Avantagen, dafür wir die Übergangsperiode von 25 Jahren. Schon nach paar froh gehabt wie gesagt ich weiß mal mat weng soll ufang méch schon fir unzeknappen mat der Traditionsfast wie wat Di net décidéiert die Allokationen dann den sowieso so manka gagné fir die Leute an de Szenarien vun sind an der Steuerklasse 2 kéim net gut wäch ma barem barem U fir wat du da keine Allokationune gemeldet dat wir auch durchrechen. Wir haben Datei gemerkt, weil das technisch, weil das ja ein großes technisch Handel ist, auch mir einfach geschenkt wird an JITFRIWs ganz klar für den einen Tarif ohne Transferen, weil das dafür den Einzelnen bedeutet, und hat den Avantage auch, dass das System high perenne ist. Das heißt, die bleibt bestehen, an JITFRIWs
es sind ein an der Steuerklasse, das mein Steuerrechnung funktioniert, wann ich mehr oder Manner verdienen, als dat werde ich mehr oder Manner Steuern bezahlen. Wir haben den heute schwer geholt, weil für alles pragmatisch wäre, wenn transparent ist, wenn einfach ist, aber wenn Leute entlastet und so nach ein Kiki bezieht mehr Steuer. Dann eng Frosch hat fir Drno geschwert beim Barem goufet töcht den echte Proposen, die da am Juli gemacht hat, nach kleinen Upassungen eben bei der Steuerklasse 2 schwangene Bëssen auch für de Kritike von der RDR besonders entgegen zu kommen. Wie sind die Upassungen aus? Kitterfährten, dass da extrem technisch ist, dass wir da wirklich ganz filigran am Barem da wieder nach der Lichtung gemacht mit froh also besser, wie viele Leute méi gi du durch Manner belascht durch den Barem. Ich weiß das schwer zu drücken. Nein, ich weiß weiter will tun. Es ist richtig, dass wir sowohl mit den Sozialpartnern, dem OGB, dem LCGW, der CGFP ganz konstruktiv échangen hatten, die natürlich auch hier Expertise mitbringen. Wie zum Beispiel die Chambre des Salariés. Die haben uns geholfen, die Leute aus dem Ministère mit der Verwaltung zusammen für Situationen, die ganz divergent sind, notamment von den Frontalien zu erfassen. Weil ihr wisst, wie ich am Anfang gesagt habe, Frontalie gehen auch zu Lützeburg bestellt, wenn sie einen gewissen Sum von ihrem Abkommen zu Lützeburg verdienen. Das tun sie alles geholfen. Wir haben effektiv per rapport zu dem, was wir am Sommer auch mit den anderen Parteien an der Chambre, an Einzelgesprächen und zusammen an der Chambre diskutiert, haben wir zum Beispiel den Abattement Petite Enfance angefordert. Weil wir gesagt haben, wir haben einen individualisierten, eine einheitliche Steuerklasse, mit drohendem Faktor Kant-Rechnung. Weil Kant als eng finanziell Belastung, dafür gehen die Allokationen, die sowohl von Herrn Meisch wie vom Herrn Hahn, gehen die an die Lut gefordert, aber wir machen nach etwas drauf, am Niveau von denen Leuten, die nicht am kleinen Kantesalter gehen sie nicht an eine Präkoste, gehen nicht an Check-Servicen, an Krechen, wo sie davon können profitieren, später Maison Relais viel mehr, dem Droma dummer der Rechnung der tischchte Steuersystem dreht dem Faktor Kant-Rechnung. Aber wichtig als Appes zu so dabei. E Pap bleibt de Pap. Und eng Mam bleibt eng Mam. Ob sie bestört, gepackt, getrennt oder geschieht ist. Und das Haut an dem schützischen System nicht der Fall. Wenn diejenigen, Pap zum Beispiel, den nicht Sorgerecht wird Kanner kriegt, den erst nach 3 Jahren an der Steuerklasse 2 an Donaufelten an Steuerklasse 1. Die wird also behandelt wie ein Single, wie Junggesell. Die Ungerechtigkeit hier wir auch heimat op. Das wird die Wille von dieser Regierung wäre an die Version auch als der modern der Familiensituation von Haut angepasste Steuersystem. Eg froh nachfällt der so dann schon DP will dat Leiit schaffe gin an ihr kannner Krächen aufgehen, der das ihre Modell geint de vun der traditionelle Familie was werde Stomengen anders wird froh an dem Zusammenhang och CSV wo bleibt zu dir viel vom soziale Filik geschwert, wo bleibt de konservative Filik von der CSV. Den Premierminister huet es öfter gesot, dass CSV kein Fliliken huet mir sind eng Volkspartei. Eine Teil als eng Steuerreform, die auch an der Volkspartei CSV auf verschiedenen Gremien diskutiert gouf, an die für gut befand gouf, aber wofür un allem dat fortschrittlich Element einer Strach wird, dat der Lebenswirklichkeit von Haut Rechnung dreht, erwert für un allem dem Faktor Kant, a für un allem der Entlastung von der Breder schaffen damit Rechnung dreht. Das hat man an einem Wahlprogramm, das steht in der Federführung von Premierminister Luc Frieden am Regierungsprogramm, an der sitzen wir einmal da. DP dat hätte jo als DP können erstreichen will so kann natürlich ideologisch diskutieren. Mir würde von allem gucken, es geht Kant und geht Kant seine Zukunftschancen. An dafür schwätzen wir auch von Bildung, von nonformeller Bildung. Und wir wollen da so wie Schule gratis aus, wollen wir eigentlich auch, dass man jeder sich kann ein gut Crèche, ein gut Maison Relais, ein gut Eltern können finanziell erleben. Und dafür machen wir heute den zusätzlichen Erfolg. Aber wir wissen ja auch, dass nach ganz viel anderen Lasten auch mit Kanner, dass die Familien leihen. Und dafür entlasten wir heute ganz gezielt Familien mit Kanner. Auch über den Weg vom Checkservice Accueil an der Höhe von 70 Millionen. Und da das etwas wird auch sowohl der DP wie auch der CSV ganz, ganz wichtig ist, für einfach auch der Familie mit Kanner finanzielle Spielraum zu geben, für auch
wie ich für Droge so tun, mehr netto vom Brutto zu hun, mehr Kaufkraft können zu hun für allem wo Kader können ze bitte wo Tanner gut an auch finanziell aufgesichert können opwussen. Ja, das wat dieser Regierung wichtig ist. Absolut, ich kann nimmen unterstreichen. Wir will noch de Schwab verschiedfremden respektieren. Ich meine noch dat als ganz wichtigen Punkt, den man von Anfang von dieser Koalition aus gesucht und das nicht Staat wie es zu imposieren, wir respektieren einzelne Familiensituationen, heute sind sie gewollt, heute sind sie durch Stimmstände gehen, und das geht auch reflektiert. Den zweiten Markt, den ich noch wollte machen, auch weil wir drin immer vom Kästepunkt geschwert gehen ist. An der Sozialpolitik geht es eine andere Dimension wie just Kästepunkt. Es geht als auch zu einem ganz großen Teil darum, dass Menschen hier im Land mehr Moyen zur Verfügung haben und dass man Kanner unterstützen. Ich will auch gerade auf Kannergeld hinweisen. Wir haben schon an den ersten Diskussionen, kann ich mich gut erinnern, bei den Koalitionsgesprächen gesagt, wir müssen etwas machen für das Kannerarmutsrisiko zu diminuieren. Und eine von den Diskussionen, die man da hatte, war schon, dass notamment bei den Kanner über 12 Jahren man müsste mehr eine starke Unterstützung geben. Das mischt die Regierung ein. Wenn man Kannergeld 45 €, war für die über 12 Jahre 60 € für das Beispiel zu hören, dann ist das eine stark familienfreundlich, kannerfreundlich Politik. Zu der stehen die zwei Parteien. Und dafür setzen wir hier was wir bei der Bildung von dieser Regierung gesucht haben. Das ist also nicht nur ein Kästepunkt, mit dem wir da helfen wir den Menschen, auch noch plus erlaubt das auch dem Konsum in diesem Land, also die Suen zirkulieren noch anderem. Das hilft also auch denen, die an den Sektoren schaffen, wo die Suen dann ausgegeben werden. Das ist nicht als echt Finalität, aber das ist also nicht nur ein Kästepunkt, muss in das Gesamt gesehen werden, dass Leute einen besseren Wohlstand tun, mehr Suen an der Tasche, an die Suen gehen sie natürlich auch aus, wie hier kann er für sich selber, an die zirkulieren also auch an dem Lützeburger Mittelstand, an der Boutique, an den Geschäften. Und ich meine, noch die Dimension muss ich hier sehen. Das ist eine stark familienfreundlich Sozialpolitik, die wir hier machen. Voilà, ich meine, für heute hat er schon ganz viel Material gekriegt. Wir hoffen, dass meine Reifen ihre Fragen konnten gut beantworten. Wie gesagt, wie die Kollegen gesagt haben, der Prozessus legislativ Chamber, da wir von den Berufschambern, das geht schon logisch tun, sodass man dieses Sujet an diesem Jahr noch öfters zusammenschätzen. Merci für lo. Nach ein all Gutes für die Natur, von uns alle Guten, bis geschwind. Lützeburg steht zum internationalen Recht. Das internationale Recht gesagt nicht viel, dass ein Land einfach kann überholen. Ich werde mit der Premierministerin von Dänemark zu Paris gesehen. Er wird ja auch da als voll Solidarität so, wir stehen auf der Seite von den internationalen Rechtsprinzipien an Grönland an auch so. Merci. Très bien.